Es ist schön, wieder da zu sein am Sonntagmorgen. Ich hoffe, ihr habt alle gute Ferien gehabt. Wir haben es sehr genossen. Wir sind noch ein bisschen auf Südfrankreich oder ein bisschen Frankreich übergeduckert. Und wo wir in Frankreich waren, am 22. Juli, bin ich 31 geworden. Danke vielmals, dass jetzt... Genau, ich bin 31 geworden und ich mag mich erinnern, so um diese Tage herum habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie so mein Leben aussieht momentan. Ich habe immer gemeint, das passiert mit 30, oder? Das 3 ist so das grosse, ominöse 3 auf dem Rücken. Ich habe das dort gar nicht so schlimm gefunden, da bist du ja eigentlich schon noch fast in deinen 20er, oder? Aber jetzt ist der Weg auf 40 eingeschlagen und es gibt keine Ausrede mehr. Deshalb habe ich mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht. Alle, die jetzt älter sind, denken, beruhig dich, halb so schlimm. Und es ist ja wirklich nicht so tragisch. Und doch habe ich mir Zeit genommen und ein bisschen überlegt, hey, wo stehe ich in meinem Leben? Was steht vor mir? Tue ich meine Gaben und Talente an den Ort einsetzen, wo ich möchte? Was für Träume habe ich? Verfolge ich diese Träume? Und ich habe am Anfang von dem Jahr, die einen mögen sich vielleicht noch erinnern, eine Predigt gemacht zum Thema das, wo bleibt. Und es ist aus dieser Korintherstelle, wo der Paulus schreibt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese 3. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und mein Punkt war, dass wir ganz viele Träume und Ziele und Wünsche in unserem Leben haben. Durchaus gute Sachen. Aber dass am Ende von unserem Leben diese 3 Sachen anscheinend zu bleiben scheinen. Und ich habe uns ermutigt, dass, wenn wir irgendwo Zeit in das Jahr investieren, dass es in einem von diesen 3 Bereichen sein darf. Und jetzt ist ein bisschen mehr als die Hälfte des Jahres um. Und möchte ich mal fragen, wie sieht es bei dir aus? Ist dein Leben hoffnungserfüllter? Bist du stärker im Glauben unterwegs? Und bestimmt die Liebe von Gott dein Sein und dein Tun? Und ich glaube, heute Morgen möchte ich wieder mal ein bisschen zu diesen Themen zurückkommen. Und ich glaube, Gott hat mir etwas Spezifisches zum Thema Glauben für euch aufs Herz gegeben. Nämlich, was es bedeutet, einen starken Glauben zu haben, was so einen starken Glauben ausmacht. Und das möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen erkunden. Und für das möchte ich zum Start noch beten. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir da wieder in deinem Haus, in der GVC, zusammenkommen. Bist du da? Und ich glaube, du hast mir ein Wort gegeben. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, was jeder Einzelne von uns genau braucht, selbst wenn wir es selber vielleicht nicht mal wissen, sagst du dein Wort. Und ich bitte dich, dass du jedem genau dort begegnest, wo er dich heute nötig hat. Amen. Glaube. Was ist Glaube? Ich habe es jetzt zweimal definiert, so ein über das letzte halbe Jahr. Und es ist doch eines von diesen Wörtern, wir brauchen das ständig in unserem christlichen Kontext. Oder wir brauchen es ja sogar, um unser Christsein zu beschreiben. Unser Glaube, sagen wir so gern. Es ist so die Sache, die wir haben. Und spannend ist, wir haben ganz unterschiedliche Auffassungen manchmal, was Glaube genau beinhaltet, vor allem dann auch, wie man es auslebt. Und wir müssen zum Glück nicht groß wehrweisen, auch die frühe Kirche hat sich die Frage gestellt, ja, was ist jetzt genau Glaube? Und da möchte ich mit euch eine Stelle aus dem Hebräerbrief lesen, Kapitel 11, das ist so das Glaubenskapitel, lohnt sich mal ganz durchzulesen. Und dort liefert der Autor vom Hebräerbrief folgende Definition. Er sagt, was ist denn der Glaube? Super Frage. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Haben Sie schon jemals gehabt, dass euch jemand etwas erklärt hat und nachher sind noch verwirrter als vorne? Also mir ist es ein bisschen so gegangen, als ich die Stelle gelesen habe. Vielleicht euch nicht, dann sind ihr schon ein bisschen weiter als ich. Aber ich habe gedacht, okay, Moment, also da hat es jetzt doch ein paar Elemente. Und die müssen wir kurz ein bisschen auseinandernehmen. Jetzt, wenn man das anschaut, dann scheint es ein bisschen kopflastig zu sein, die Glaubenssache. Es ist ein Rechnen, da hat jetzt da Mathematik drin, das wäre für die einen von uns super, für die anderen von uns vielleicht nicht so cool. Und dann ist es überzeugt sein. Also so ein das Bild, das wir bekommen, ist, dass wir ganz angestrengt versuchen, uns irgendwo in so einen mentalen Zustand zu versetzen, wo wir von etwas überzeugt sind. Aber so wirklich sicher, ob es jetzt stimmt, können wir nie sein.
Und spannend ist, wenn man die Stelle in anderen Übersetzungen lesen, dann kriegt man ein bisschen ein anderes Bild. Und ich glaube, das beschreibt es fast ein bisschen besser. Zum Beispiel in den Elberfelder lesen wir eine leicht andere Version. Dort steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Sieht im ersten Moment vielleicht ein bisschen ähnlich aus, aber das Wort Wirklichkeit, das leitet ein bisschen einen anderen Fokus für mich in dem ersten Teil. Es ist nicht einfach ein Rechnen mit etwas, wo vielleicht sein könnte oder wo nicht sein könnte, sondern es ist eine Realität. Und eine Realität ist erfahrbar. Also irgendwo der Glaube ist etwas, das wir erleben können, also wo es auch Hinweise und Indizien gibt. Und ich könnte das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie ein Steakhouse, das wir hier unten haben. Vor einem Jahr ist ein Steakhouse da unten eingezogen und meistens so gegen den Mittag fängt es plötzlich so richtig fein nach Essen zu schmecken. Es ist ein bisschen gemein, wenn du noch voll am Arbeiten bist, dann weisst du, jetzt ist langsam zum Mittag, wenn es anfängt grummeln im Magen. Aber der Geruch in der Luft, das ist real. Auf das kann ich zeigen. Da kann jemand anders anstehen und sagen, ah ja, mal, das schmecke ich auch. Vielleicht haben wir ein bisschen unterschiedliche Auffassungen von dem, was das ist. Aber es ist etwas Spürbares und etwas Fassbares. Und jetzt kann ich entweder dann online einfach, ich kann lange Menükarten lesen und ich kann lange mir vorstellen, wie fein das Essen dort unten vielleicht könnte aussehen. Oder ich kann dem Geruch, dieser Realität folgen und effektiv schauen, was dort ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen, wie Glauben funktionieren sollte. Es ist nicht einfach ein Wunschdenken. Glaube ist kein Gedankenexperiment, sondern ein aktives Suchen nach der Quelle von dem, was wir bereits erfahren, zum Teil. Und wenn ihr einen Titel für die heutige Predigt braucht, wenn ihr gerne Notizen macht, dann ist es «Glaube sucht». Und ich möchte euch ein Beispiel mitgeben vom Alten Testament, eben was so einen starken Glauben ausmacht, was so einen Glauben sucht. Und zwar ist das vielleicht ein bisschen ein spezielles Beispiel. Es ist dort, wo das Volk Israel das Land Kanaan eingenommen hat. Eine Stelle, wo man meistens vielleicht einfach ein bisschen drüber liest. Und ich bin bereit für ein bisschen Bibelstudium. So ganz ein bisschen. Ich habe mich recht vertieft mit dem befasst und ich versuche einfach ein bisschen Goldnuggets mit euch zu teilen am heutigen Morgen. Und als erstes brauchen wir ein bisschen Kontext. Kannst du mir mal Karten bringen? Genau. Sobald sie richtig platziert ist. Yes. Also wir brauchen ein bisschen Kontext, was bis jetzt passiert ist. Das Volk Israel hat als allererstes auf der rechten Seite vom Jordan, ihr seht, dort, wo eigentlich die gelbe und die grüne Linie nur geht, dort ist der Jordan, das ist gerade eine Grenze. Und das Volk Israel hat noch unter dem Mose die Gebiete rechts eingenommen. Und dann sind 3 Stämme gekommen, Ruben, Gad und Manasse, und die haben bereits auf dieser Seite einen Anteil an Land bekommen. Manasse heisst Ostmanasse, weil die haben auf der anderen Seite dann auch noch einen bekommen. Zu dem kommen wir nachher gerade noch. Dann ist die Jordan-Überquerung unter der Leitung von Josua. Und als erstes haben sie dann in Gilgal ihre Base aufgeschlagen. Sie haben dort die Stiftshütte platziert, haben Jericho eingenommen und nachher mit mehreren Feldzügen sind sie weiter in den Westen, in den Süden und nachher in den Norden. Und dann lesen wir in Kapitel 11 Folgendes. Josua, Kapitel 11. Dort steht, als das ganze Land in der Hand der Israeliten war, wie der Herr es Mose versprochen hatte, teilte Josua die Gebiete den Stämmen und Sippen zu. So hatte das Land nun endlich Ruhe vom Krieg. Und wir lesen das und könnten denken, cool, Ende gut, alles gut, oder? Sache abgeschlossen, wir können weitermachen. Kapitel 12 ist ein bisschen die Zusammenfassung und dann kommen wir zu Kapitel 13. Und dort wird es ein bisschen verwirrend. Weil dort steht, Josua war inzwischen alt geworden. Nicht 31, sondern so irgendwo Mitte 80, nimmt man an. Da sprach der Herr zu ihm, du bist nun schon sehr alt, aber es ist noch viel Land zu erobern. Da kommt eine lange Auflistung von einem Gebiet und dann sagt Gott, verlose das ganze Land schon jetzt unter den Israeliten, wie ich es dir befohlen habe. Okay, also ist jetzt das Land eingenommen, ist jetzt das Land nicht eingenommen? Irgendwie haben wir 2 unterschiedliche Perspektiven da. Und Israel hat ganz wichtige Siege errungen. Eigentlich so ein strategischer Sieg ist bereits errungen gewesen.
So die wichtigen Bündnisse und Könige, die sind mal besiegt worden. Aber es hat trotzdem noch ganz viele Gebiete gegeben, wo das Volk Israel hat müssen aktiv jetzt einnehmen und besiedeln nachher. Und das Coole dort finde ich, Gott hat ihnen dort bereits ein Erbe zuteilt. Und hat ihnen dort schon gesagt, hey, komm, jetzt, mit Blick auf das, was jetzt da wird sein, tun wir das loswerfen und dann bekommen die euren Anteil. Und an dieser Stelle möchte ich kurz eine Parallele schlagen zu uns heute. Weil ich glaube, wir sind ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Wir sind auch in so einer Zwischenzeit. Wir leben nach der Auferstehung von Jesus Christus. Und Jesus hat gesagt, am Kreuz, es ist vollbracht. Also dem Werk, das er gemacht hat, können wir nichts mehr hinzufügen. Es ist vollbracht. Der Feind, der Teufel, ist besiegt am Kreuz. Punkt. Und trotzdem sind wir in einer Welt, wo es noch Leid und noch Tod gibt. Und wir warten auf das Wiederkommen von Jesus und auf die Vollendung von seinem Werk, das er gestartet hat. Im Hebräer 2, Vers 14 bis 15 wird das wie folgt beschrieben. Jetzt steht, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, also Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Also wir sehen, die Befreiung, die hat schon stattgefunden. Die Angst vor dem Tod, der Stachel, wie sie in dem Vers beschrieben worden ist genommen. Und der Grund dafür ist, dass wir wissen, wir haben eine andere Zukunft. Eine Zukunft in ewiger Gemeinschaft mit unserem liebenden Vater. Wir haben ein anderes Erbe jetzt. Ähnlich wie das Volk Israel. Im Römer 5 steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir sehen da wieder ein bisschen die Glaubenssprache. Nicht einfach etwas, wo irgendwie vielleicht einmal könnte sein, sondern nein, es ist eine neue Grundlage von unserem Leben, wo wir jetzt bereits dürfen erfahren. Das Schmücken und das Sehen. Und die Frage ist, nehmen wir das in Anspruch? Haben das die Stämme in Anspruch genommen? Gehen wir nochmal zurück zum Volk Israel. Wir haben 8 Stämme und 2 Halbstämme, die noch kein Land bekommen haben. Die sollten jetzt auf der Westseite Land bekommen. Und als erstes kommt der Stamm Juda. Es ist ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr seht es. Der Stamm Juda bekommt als erstes Land. Ganz ein grosses Stück unten mit Simeon in der Mitte. Ich weiß auch nicht, warum die dort in der Mitte sind, aber es ist einfach so. Zuerst kommt Juda und dann kommt der Stamm Ephraim, bekommt ein kleines Stück Land dort in der Mitte. Und am Schluss Manasse. Kommt West-Manasse noch über. Geht dort nebendran. Und dann hört die Liste auf. Und jetzt die mitzählt haben, haben gemerkt, Moment, irgendwo fehlen noch ein paar Stämme. Und wir lesen im Josua 18 Folgendes, und das ist so ein bisschen unsere Schlüsselstelle heute. Die ganze Gemeinde der Söhne Israel versammelte sich in Silo und sie schlugen dort das Zelt der Begegnung auf. Und das Land war vor ihnen unterjocht. Es blieben aber unter den Söhnen Israel 7 Stämme übrig, die ihr Erbteil noch nicht unter sich verteilt hatten. Da sagte Josua zu den Söhnen Israels: Wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Was ist der Unterschied zwischen einem Glauben, wo in Anspruch nimmt, was ihm zusteht, und einem Glauben, der stehen bleibt? Was ist der Unterschied zwischen diesen Stämmen? Ich glaube, von jedem Stamm, der seinen Anspruch geltend gemacht hat, können wir etwas lernen. Und als erstes wird der Stamm Juda erwähnt. Und dort müssen wir nicht lange suchen. Bevor nämlich der Stamm Juda kommt, wird einer von seinen Anführern erwähnt, der Kaleb. Den Kaleb kennen wir bereits. Vor gut 40, 45 Jahren
ist er nämlich mit dem Josua die einzige Gruppe, die bereit war, ins Land einzuziehen, das Gott ihnen versprochen hat. Und jetzt, mit 85, hat er noch genau gleich viel Glauben. Und bevor überhaupt, ich stelle mir das so vor, Stamm Juda ist parat und der Kaleb steht als erstes vorne an und sagt, hey, ihr habt mir vor 45 Jahren hat mir Gott ein Land versprochen. Ich möchte das in Besitz nehmen. Und wenn wir es nachlesen gehen, es war nicht einfach nur so eine grüne Weide, sondern es war das Bergland mit befestigten Städten, wo die Amalekiter gewohnt haben. Also der Kaleb hat ein bisschen Gas geben nachher. Und von ihm, glaube ich, können wir lernen von dieser Bereitschaft, dass starke Glauben Initiativen sucht. Er wartet nicht einfach darauf, so schlusslichtli-mässig, bis dann vielleicht er auch mal dran ist, sondern wenn sich die Möglichkeit bietet zum Handeln, handelt er. Im Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott hat bereits Sachen für uns vorbereitet. Er hat ein Land parat. Es liegt jetzt nur noch an uns, das auszuführen. Und bevor du jetzt dir vielleicht überlegst und sagst, hey, ich weiß nicht genau, was meine Berufung in meinem Leben ist. Kann ja sein, vielleicht weisst du das wirklich nicht. Es gibt Berufungen, die Christen alle haben. Zum Beispiel seine Nächsten lieben. Gottes Wort zu verkünden. Jesus hat gesagt, geht in die Welt raus und verkündet. Das war ein grünes Licht. Wir müssen jetzt Jesus nicht jedes Mal fragen, oder der Heilige Geist, soll ich jetzt das Evangelium mit dieser Person teilen? Wenn sich eine Möglichkeit bietet, haben wir ein grünes Licht. Punkt. Wenn sich die Möglichkeit bietet, für jemanden zu beten, haben wir ein grünes Licht. Es ist ein anderer Ansatz. Glaube, wo die Initiative dort ergreifst. Und deshalb wäre das meine erste Ermutigung. Hey, wenn du in deinem Glauben möchtest wachsen und stärker werden, dann ergreif die Initiative. Wenn sich die Möglichkeit bietet, irgendwo mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, hey, mach das. Das wäre der erste Punkt. Starker Glaube sucht Initiative. Der zweite Stamm, der erwähnt wird, ist der Stamm Ephraim. Und auch dort müssen wir nicht wahnsinnig weit suchen, bis wir so ein bisschen eine Idee bekommen, warum Ephraim einer von denen war, der das Land eingenommen hat. Der Anführer vom Stamm Ephraim war nämlich der Josua. Der gleiche Josua, wie auch das ganze Volk angeführt hat. Also er ist natürlich mit Beispiel vorangegangen. Er hat sich natürlich nicht lumpen lassen. Wenn das Land jetzt besteht, 40 Jahre später, und sie können es einnehmen, dann wird er einer der Ersten sein. Das überrascht uns vermutlich nicht. Und das Volk Ephraim oder der Stamm Ephraim hat in ihm ein mega gutes Vorbild gehabt. So hat das ganze Volk in ihm ein super Vorbild gehabt. Und ich glaube, da gibt es eine Parallele zu uns. Im Hebräer 13 steht, erinnert euch immer wieder an die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen, wie zum Beispiel eben der Josua, und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch an ihren Glauben zum Vorbild. Starker Glaube sucht Inspiration. Das ist mein zweiter Punkt. Wir müssen das Glaubensding zum Glück nicht in Isolation machen. Wir sagen, es gibt so den Satz, wo man sagt, hey, Glaube ist immer etwas Persönliches, aber es ist nie etwas Privates. Gottes Gedanke für den Glauben war immer, dass er in Gemeinschaft gelebt wird. Für das haben wir auch Kirche. Und Inspiration finden wir vielleicht als erstes in der Bibel. In diesen Beispielen von Männern und Frauen, die vor uns gegangen sind. Allen voran Jesus, der uns der Anfang und Vollender vom Glauben ist. Und wir können uns inspirieren lassen von ihnen, sehen, wie sie den Glauben gelebt haben. Aber eben auch die Kirche, unsere Gemeinschaft da. Ich hoffe, dass wenn wir am Sonntagmorgen kommen, dass es nicht einfach nur eine Gewohnheit ist. Also es ist eine gute Gewohnheit, versteht mich nicht falsch. Und manchmal, ja, möchte man gerne eine halbe Stunde länger bleiben. Also in der Kirche hoffentlich schon, aber vielleicht auch im Bett, oder?
es darf eine Gewohnheit sein, aber ich hoffe auch, dass wir kommen, um uns inspirieren zu lassen, um andere Menschen zu inspirieren. Ich habe letztens einen coolen Vergleich gehört, wo jemand gesagt hat, Kirche ist ein bisschen wie ein Lagerfeuer. Und wir alle bringen uns ein Stück Holz mit, um unser Feuer am Brennen zu halten. Ich finde das ein cooler Vergleich. Glaube sucht sich Inspiration. Und als dritten Punkt haben wir den Stamm Manasse. Manasse ist ein bisschen spannend, das ist keine grosse Figur vorne dran. Auch dort werden 1, 2 erwähnt. Aber wenn wir uns erinnern, dass Manasse ja bereits auf der Ostseite ein Land hatte, können wir dort vielleicht etwas davon ableiten. Ich kann mir vorstellen, dass der Stamm Manasse vorgetreten ist und sein Land eingenommen hat im Wissen, oder zumindest mit der Erinnerung, hey, Gott hat uns schon das Land auf die andere Seite. Wenn er es dort gemacht hat, dann kann er es da auch machen. Gar kein Problem. Das ist der Glaube, der nach Indizien sucht. Starker Glaube sucht Indizien. Wie eben zum Beispiel der Geruch vom Essen, wo man nachher folgen kann. Und wir heute, wir leben ebenfalls einfach in der Vollendung von dem Werk, wo bereits gestartet hat. Philipper 1, Vers 6 steht: Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Als Nachfolger von Jesus Christus haben wir alle so ein Ostmanasse. Allem voran der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Auch unsere persönliche Entscheidung für Jesus und wie er dies und mein Leben verändert hat. Das ist ein Indiz, das ist etwas, was wir anschauen können, etwas Fassbares. Oder Gebet, wo Gott bereits beantwortet hat. Versorgung, die ihr erlebt habt, wenn es schwierig war. Oder vielleicht einfach auch ein Mensch, der genau im richtigen Moment mit der richtigen Ermutigung zu euch gekommen ist. Ich glaube nicht, dass das alles Zufall sind. Ich glaube, das sind Indizien dafür, was Gott am Machen ist in unserem Leben. Ein kleines Beispiel, ich glaube, die Liste, wenn wir nur schon die Gruppe da rein nehmen würden, ist wahrscheinlich endlos. Und ein kleines Beispiel aus unserem Leben: die einen haben vielleicht mitbekommen, unser Auto ist abgelegen vor ein paar Wochen. Und wir sind auf der Suche nach einem neuen Auto. Und einerseits haben wir ein cooles Auto gefunden, das wir relativ günstig wahrscheinlich übernehmen können. Und gleich war es jetzt nicht eine Ausgabe, die wir bei uns eingeplant hatten. Oder ich meine, wer rechnet schon mit so einer Ausgabe? Und ich mag mich erinnern, am Freitagmorgen, letzte Woche, bin ich so auf dem Weg zum Arbeiten, war das ein bisschen am Trüllen und ich habe das Gott angegeben. Ich habe gesagt, hey, weißt du was, du hast mich in der Vergangenheit versorgt, du wirst mich auch in Zukunft versorgen. Und das ist beruhend auf Indizien. All den Momenten, wo ich in meinem Leben schon sehen durfte, dass Gott versorgt. Und dann bin ich zum Mittagessen heimgegangen. Und ich habe gemerkt, dass ich noch so ein paar Briefe hatte von vor der Ferien, die ich noch nicht angeschaut habe. Und das sind so die klassischen Briefe, die aussehen wie Rechnungen. Oder die du eigentlich mit Vorbehalt aufmachst und denkst, Und ich war schon ein bisschen im Cringe und dachte, das rausgezogen. Und es sind 2 Briefe von der SVA gewesen. Sie haben unseren Anspruch für das Jahr 2024 und 2022 geprüft. Ich dachte, okay. Und wir haben anscheinend noch Geld zu gut. Und es hat einfach die Hälfte vom Auto abgedeckt. Und der Rest wird auch, also den Rest können wir gut decken, das ist tipptopp. Und ich habe einfach in dem Moment gemerkt, hey wow, am Morgen gebetet, Gott angegeben, Glauben gehabt. Glauben beruhend auf dem, was Gott in meinem Leben schon gemacht hat. Und bam, am Mittag ist schon eine Antwort gekommen. Jetzt, es geht nicht immer so schnell, aber ich hoffe, es begeistert uns ein bisschen. Hey, unser Glaube ist nicht einfach irgendein Theoriekonstrukt, sondern ich glaube, jeder Einzelne von euch, wenn er sein Leben anschaut, wird er Sachen finden, wo er Indizien sieht für Gottes Wirken. Das sind die 3 Prinzipien. Starker Glaube, der Inspiration sucht, in der Bibel und in den Menschen um uns herum, der die Initiative sucht und nicht darauf wartet, gefragt zu werden, sondern der in dem läuft, wo es schon zusteht. Und Glaube, der eben nicht einfach nur Theorie ist, sondern auch Praxis. Und all dem voran sind wir einer Person immer wieder begegnet. Und das ist Jesus. Und ich glaube, starker Glaube, oder Glaube ganz allgemein, sucht als allererstes immer die Person von Jesus. Und
Viele von uns haben die Entscheidung für Jesus mal treffen und haben so ein Ostmanasse, wo sie zurückschauen können. Vielleicht sitzt du aber auch heute Morgen da drin und hast noch nie so eine Entscheidung getroffen für Jesus und merkst, hey, wow, eigentlich, das klingt mega genial. Ich möchte das auch. Dann kannst du ganz einfach während der Worship-Zeit das Gebet sprechen. Sagen, hey Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und Jesus steht mit offenen Armen da heute Morgen und möchte dich in Empfang nehmen. Oder vielleicht hockst du heute Morgen auch da rein und merkst, hey, eigentlich, ich habe eine Beziehung mit Gott. Aber mein Glaube ist doch eher ein bisschen theoretisch als etwas Praktisches in meinem Leben. Auch dann möchte ich dir Mut machen. Jetzt während dem Worship, wir haben auch ein geniales Gebetsteam, das lieben, mit euch zu beten. Bring es zu Gott. Sagt, hey, ich möchte in meinem Glauben stärker sein. Ich möchte sehen und mich erinnern, was du in meinem Leben schon gemacht hast. Und ich möchte mit Glauben vorangehen für das, was du noch wirst tun. Und ich möchte zum Schluss noch beten und ich möchte euch dazu einladen, zum Aufstehen und euch einfach noch segnen. Mit dem starken Glauben, dass ihr sehen, wo Gott in eurem Leben bereits am Wirken ist und dass ihr dadurch Feuer fangen für das, was Gott noch tun kann durch euch. Hey, also ich danke dir. Vor allem voran bist du auf die Erde gekommen. Hast du den Tod am Kreuz ertragen und bist du wieder auferstanden. Dass wir ein neues Leben dürfen haben, eine neue Grundlage, die Glaubensgrundlage. Und dass wir jetzt in dieser Zeit dürfen leben, wo wir schon in dieser Realität dürfen sein, schon so Glimpse dürfen sehen und gleichzeitig auch noch dürfen darauf warten, was du noch wirst tun. Und ich möchte euch sagen, mit dem Feuer, mit dem starken Glauben dürfen zu sehen in eurem Leben, mit dieser Klarheit, wo Gott bereits am Wirken ist, wo er schon gewirkt hat. Und dass es euch stärken für Momente, die kommen, dass es euch stärken darf für euren Alltag und dass ihr dort mit starkem Glauben und mit dem Heiligen Geist im Rücken unterwegs sein könnt. Amen.